Das Abenteuer geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2, der Next Generation. Hallo Freunde, willkommen zurück. Wir sind eben noch auf Route 6 unterwegs zur nächsten Arena oder beziehungsweise zum nächsten Kampf, wie es aussieht. Wieder mal so ein Fliegenpilz, das gibt's ja wohl nicht. Tanpignon, ja, Tanpignon. Lucario ist am Start jetzt. Da muss noch ein bisschen trainiert werden, unser guter alter Auron. Was nehme ich jetzt hier? Kraftwelle, Finstaurer, Metallsound? Nee, doch lieber den Eishieb. Das muss wehtun. Und das... Natürlich. Och, Menno. Ist ja ein schönes Abschiedsgeschenk. Was ist denn das gerade? Gemacht. Ja, im Spiel schneit es, Freunde, wie gerade bei mir im Real Life auch. Das Wetter ist das unglaubliche. Anfang Woche noch 25 Grad, jetzt plötzlich wieder Schnee. Und da plötzlich klingt ein Kobua. Hä? Wie, wo was? Servus. Kobua. Und tschüss. Was war das denn? Dieses Pokémon eben. Das war doch... Das war das legendäre Pokémon Cobalium. Nee, es war Koba, hast du doch gehört. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ah, Cobalium. Was für ein würdevolles Auftreten. Cobalium, Viridium und Terrakium. Man erzählt sich, dass sich diese drei Pokémon gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschheit angezettelt habe. Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben können, solange Menschen sich bekriegen. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viel Leben kosten würden. Ja, ja. Und warum zeigen sie sich nun den Menschen? Patrouilliert es zum Schutz der Pokémon die andere Region, weil vor 2 Jahren eine Gefahr von Team Plasma ausging? Oder anders ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich. Verbreitet Gesis auch heute noch seine bösen Absichten? Hat er andere gefunden, die er manipulieren kann? Ist es Zufall, dass Cobalium vor dir erschienen ist? Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was im Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, was seine Absicht war. Aber wenn du es schaffen solltest, dass Cobalium sich dir anschließt, wäre es dir in Zukunft sicher eine große Hilfe. Ja, danke. Die Hintergrundmusik hat gerade überhaupt nicht zu seiner Stimme gepasst, aber egal. So, was soll ich noch zu sagen? Nicht nur den Pokémon Menschen gilt, was nicht nur für Menschen und Pokémon gilt. Vertrauen und Anerkennung sind der einzige Weg zu Harmonie und Frieden. Wow. Welche große Weisheit. So, wir sind ja hier oben. Tipps für Trainer. Gegenstände in der Basis-Item-Tasche mit einem Kästen davor kannst du auf dem Y-Knopf ablegen. Ja, wissen wir bereits. Die Elektrolythöhle ist toll, Alter. Das Kassedur, dem wir da begegnet bin, ist so niedlich. Schön für dich. Wir wollen ja auch noch zur Höhle gehen, die ja hier im Osten ist. Jetzt überlege ich nur gerade, ich brauche einen Pilz dafür, denn ich muss noch was ablegen. Scheiße, hatte keinen. Ich sollte bald mal zum Turm des Himmels auf Route 7 gehen. Ich will unbedingt die Glocken läuten, das freut mein kleines Lilminip. Naja, Zungenbrecher. Dein Pokémon-Team sieht schlapp aus. Du solltest dir mal ein wenig Ruhe gönnen, sonst wird die Reise zu anstrengend. Ah, welche Wohltat. Nanu, der Pokémon-Team scheint topfit zu sein. Ja, Nanu, wie kommt das wohl? So, die Kleine hier. Hey du, das ist für dich. Ein Leuchtstein. Vielen Dank auch. Ich habe meinem Pikachu neulich einen Lichtstein gegeben. Leuchtstein, dann entwickelte es sich plötzlich und wurde zu einem ganz anderen Pokémon. Yeah. Schutzt dich nicht mehr? Nö, brauche ich nicht mehr. Der Schutz tut. Und es wird hier ein, toll. Das Wetter ist beschissen, ja sowas von beschissen, die Elektrolythöhle. Aber wir haben noch was anderes vor, Freunde. Wie gesagt, ich will hier darüber gehen, aber dazu muss ich wohl zuerst zurück zur Stadt gehen, sprich nach Maria City. Denn wir brauchen unser Glotze im Team, sonst könnte es ein bisschen schwierig werden, da durchzukommen. Schnuthelm, Schnuthelm. Zieh nicht so eine Schnute, Alter. Boom. Ups. Oh nee. Bin schläfrig. Halt durch, Auron, halt durch. Bloß mit was? Kraftwelle, komm schon. Nein. Mega Sauger.
Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Und er schläft den Schlaf der Gerechten. Das darf nicht wahr sein, ey. Auron, was machst du da? Megasauger. Scheiße, was mach ich jetzt? Ich kann ihn zwar aufwecken, aber ich habe keinen Bock zu. Komm schon, Auron. Käfertrutz. Oh oh. Ich bin ein Kampf-Pokémon und Stahl. Das bringt nichts. Und es zieht sich weiterhin hin. Schläft tief und fest. Ich glaube, der wacht nicht mehr auf, ey. Auron macht keinen Winterschlaf, wie es aussieht. Komm schon, Kumpel, komm schon. Mach endlich mal auf. Alter, hat ständig von der Hagelkörner getroffen und wachst trotzdem nicht auf. Ah, jetzt endlich mal. Bäm. Voll auf die Schnute. Und das alles für 280 EPs. Voll für den... Naja, ihr wisst schon. Ich zeige dir die Kraft der Natur. Oh Mann. Ein Abgesandter von Greenpeace möchte kämpfen. Rollum wird von ihm halt in den Kampf geschickt. Rollum, Rollum, ich rolle rundherum. Ja, wir wissen es bereits. Oh, hier war der Hagel, ja schön. Es schneit so, aber natürlich hagelt es hier im Spiel. Käfer, Gift, wie es aussieht, wa? Müsste ganz gut hinhauen. Natürlich nichts. Eisenabwehr. Käfer, Gift braucht eine Bodenattacke. Habe ich ja keine. Verdammter Mist. Naja, das funktioniert doch so. Braucht bloß eine kleine Zeit. Na, natürlich der Hagel. Mann, komm schon. Jetzt. Der dämliche Eisenabwehr, ich komm gar nicht mehr durch. So, jetzt reißt mir aber hier auf Finsteraura. Das soll zwar gegen Käfer-Pokémon nicht so effektiv wirken, aber da es sowieso eine Spezialattacke ist, wirkt sein, ja, halt die Eisenabwehr nicht. Schon wieder ein Tarnpignon. Oh Mann, nee. Immer die gleichen Pokémon, das gibt's einfach nicht. So, komm schon, Eishieb. Voll auf die Schnauze. Boom. Naja. Wer da Spuren wird. Das gibt's einfach nicht, ey. Spielt ihr besiegt Pokémon Ranger? Ja. Hier, damit kannst du deine Pokémon heilen. Und die Piosif-Beere. Dankeschön. Dankeschön, ja, dankeschön. Ja, mit der Natur, vor der wohin? Ja, schon gut. Nein, ich wollte gerade... Ja, ich wollte gerade surfen gehen. Ein Laukaps, ja. Was willst du, Mann? Oh, scheiße, ein großes Lucario. Und tschüss. Du bist entkommen, wie ein kleiner Feigling. Hey, das zählt nicht. Ich bin verletzt und ich will noch was anderes machen in diesem Part. Ja, Mann. Ups, da geht's gerade durch. Na, toll, den ganzen Weg zurück. Warte mal kurz, ich brauche jetzt erstmal einen Schutz. So, wo war er jetzt? Wo war der Schutz? Der Schutz. Top-Schutz hier unten. 7 habe ich noch. Ist auch nicht mehr der Welt, aber was soll's. So, ganz schnell. Habt ihr einen PC, oder? Oder komm schon, aber natürlich nicht ein PC. Zumindest kein öffentlich zugänglicher. Da könnte was Spezielles drin sein. Swotronin! Und jetzt, was kommt heraus? Ein Meryl. Ist ja super speziell. Ein Meryl möchte kämpfen. Ja, hier, Kraftwelle bekommst du. Nein, Risiko-Tackle, bist du des Wahnsinns. Hey, ich bin Stahl-Pokémon, das macht mir nichts. Oh, oder für ihn. Na kommt schon. Oh, jetzt sind wir schon mal dabei, dann können wir gleich das Ganze auch beenden. Hier mit einem, was habe ich denn hier Schönes? Hyperball? Netzball?
Ah, ein Netzball. Na komm schon. Komm her, Meryl. Zip, gefangen. Zweimal und dreimal. Und wie Didit. Wir haben Meryl gefangen. Juhu. Ein Eintrag gemacht. Sehr schön. Die Aquamaus. Meryl. Willst du Meryl einen Spitznamen geben? Nö. Ihr hätt's nicht. Du. Spitznamen für Meryl, irgendwie Mausi oder sowas. Mausi. Das war ein bisschen einfallslos, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, Freunde. Da könnt ihr mir ja sonst in den Kommentaren schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für einen Spitznamen von Meryl. Oh nein, der freakigen Stadt wieder. Das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Uah, weg hier. Die Musik, hey, so, jetzt kann ich hier noch ein bisschen was verkaufen, hoffe ich mal. Ich habe hier, mal kurz das ein bisschen sortieren hier, zack, Kategorie und schön. Sieht schon ein bisschen besser aus. Top-Shoot, Sonnenstein, Riesenperle, ach nee, oh doch, geht ja. Mini-Pilz, gut, dann, was habe ich noch zu verkaufen? Indigo-Stück. Wie viel brauchen wir überhaupt? 100. Wow, pro Stück 100. Ja, viel zu wenig. Ist aber sonst noch hier so. Nichts Kluges, nichts Gescheites. Ein Beulen nehmen wir vielleicht noch weg. 100. Da kann man. Lass das. Dann lassen wir es lieber. Was haben wir hier Schönes? Nix. Nö. Gut. Und jetzt noch ein bisschen einkaufen. Und ich habe auch noch ein paar Hyperbälle, wenn ich schon mal dabei bin. 8 Stück sollten reichen. Dankeschön. Boah, nur noch 1000, Alter. Ich würde eigentlich noch ein bisschen Schutz kaufen und so. Für einen reicht's noch. Toll. Oh, die Farmerei der Purpurstücke hat mich so viel Kohl gekostet. Das ist der reinste Wahnsinn. Okay, Mann, nimmst du ein Pokémon? Ja, mach doch. Vielen Dank, Mann, seid ihr fit. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt mal kurz noch an den PC vorbeigehen und Klotzi einsacken. Und dann geht's ab zur Höhle, wo wir unter anderem auch... Oh, hallo Meryl. Wo wir unter anderem auch noch unser... Also nicht unser, wir können zum Beispiel dann noch... Oh, dazu Meryl hat hier noch... Ne. Wir könnten dann noch ein Milzer fangen, sprich so ein Drachen-Pokémon halt. Und finden da auch noch endlich die begehrte TM80, und zwar der Steinhagel, der doch noch sehr wichtig sein könnte für künftige Kämpfe. Haben wir hier... Seso Kids, oh, eine hohe Nummer, okay, die müsste irgendwo hier drüben sein, wa? Stimmt's ungefähr? Ja. Mehr oder weniger, so. Jetzt mal gucken, jetzt habe ich hier noch Waschaquil, Rokaiman und Beetle dabei. Im Team habe ich Auron, Pyron. Für eine Höhle vielleicht nicht unbedingt das beste Team, aber... Na komm, ich lass mal. Ich lass mal so. So, aber soweit alles. Mal gucken. Müsste alles sein. Gut, dann noch kurz... Ne, noch nicht. Erst später. Alles ist verschneit und vereist, das sieht richtig beknackt aus. Surfer. Ja, eine kurze Surfparade. Natürlich gerne. Dankeschön. Da kann man nicht durch. Nö, immer noch nicht. Auf zu neuen Abenteuern, Freunde, zu neuen Gefilden, zu neuen Herausforderungen, zu neuen... Naja, ihr wisst halt schon. Zu neuen Pokémon-Kämpfen. Jetzt noch kurz, wenn ich schon mal dabei bin. Na, das wäre falsch. Komm schon, hier. Was nehme ich hier? Den Itemradar. Was ist denn hier noch Schönes? Die TM-Schleuder. Brauchen wir eigentlich so auch nicht. Aber vielleicht später mal. Jupp. Und weiter geht das Abenteuer hier in der Höhle, wo wir vor 2 Jahren mal das Cobalium hätten fangen können. Und ja, es ist stockdunkel. Die Panaero-Höhle. Ups, ich trottel gerade... ja, muss wieder zurück. Glotzi, ich bitte um Blitz. Dankeschön. Glotz jetzt Blitz ein.
Schon um einiges besser. Jetzt nochmal kurz gucken, weil wir denn... Ah, hier, Itemradar. Schön. Tja dann. Glotzi, Stärke Power. Das Retro. Du schaffst es, ich glaube dir. Yes, Mann. Gut gemacht, Glotzi. Die Glotz-Power ist Level hoch. Was? Warum ich auf Wanderschaft bin? Na, um meine Träume zu erfüllen. Warum ich kämpfe? Na, um zu gewinnen. Das war einleuchtend. Herausforderung von Wanderer Stuart. Was? Stuart? Die Maus? Stuart Little möchte kämpfen. Stuart Little setzt Sedimentur ein. Level 32. Oh man, diese Sedimentur similieren. Naja, wisst halt schon. Okay. Oh, nein, Katapult. Bringt sowieso nichts. Sedimentur, die sowieso nicht mit einem Hit K.O. gehen können. Scheiße. Und Tschüssikowski. Yes, Mann, Aura wird mächtiger und mächtiger. Ja, Mann, scheiße, ich verkehre mich wieder in mein Loch. Ja, mach das, Little Stuart. Stuart Little, Entschuldigung. Hup. Werd auch weg. Sehr schön. Und, bist du denn? In der Panairo-Höhle ist wohl ein legendäres Pokémon erschienen. Ja, wieso kann ich nicht durch? Hallo? Mann. No, ich will da durch, Mann. Ist doch fies. Jetzt auch nix. Oh, das war's. Aber erstmal kurz hier noch gucken. Ah, ein Pokéball. Da war ja ein Finsterball. Sehr schön. Vor allem hier in dunklen Höhlen. Sehr ergiebig. Und jetzt hier durch. Die Musik, ey. Was ich am liebsten mag am Leben? Berge, Essen, Pokémon und nochmal Essen. Ja, so siehst du auch aus. Oder? Mal kurz gucken. Wie sieht er aus? Jo, Mann, ein Wanderer Taylor. Taylor? Ist das irgendwie ein Mädchenname? Oh, nix. Ein Pokémon der ersten Generation. Yes, Mann, geil. Komm schon, Auron, nimm den Eishieb und frier ihn ein. Naja, hätte auch klappen können. Das war's. Was, so schnell schon? Scheiße, verloren. Mann, ey, das geht so schnell. Nochmal Schutz, bitteschön. Super Schutz. Und da unten links ist etwas erschienen, aber ich glaube, es war vermehrt nur ein Pokémon, weil in dieser Höhle dürfte es nicht so viele, naja, halt Gelbstücke und so, ja. Dürfte es nicht so viele Stücke geben. Schau mal kurz nach. Na klar, ist da hier oben. Ein Feuerjuwel zum Verkaufen. Ja, wie ich gesagt habe, hier gibt es wohl nicht so viele Stücke. Schade eigentlich, aber wir gehen in die nächste Etage. Mal gucken, was ist hier so los? Ein Asträner, okay. Mit dem haben wir garantiert unseren Spaß. Bretemann mir von einer gefährlichen Höhle im Osten, will noch kurz darauf dort sein, um meine Pokémon zu trainieren. Bretemann mir von einem talentierten Trainer im Westen, will ich ihn umgehen, aufsuchen, mit ihm kämpfen. Hä? Osten? Westen? Da kann ja von Glück sein, dass die Mauer bereits weg ist, wa? So, Galapaflos, los Auron. Galapaflos, Wassergestein, alles klar, dann wohl Kampfattacke. Das haut rein, das Vieh hat so eine hohe Defense. Oh oh. Ja, und Lacke, die Attacke macht vor allem viel Schaden, wenn wir bereits getroffen wurden, beziehungsweise wenn er bereits getroffen wurde. So rum. Und jetzt noch ein Milzer, ein Drache-Pokémon. Ja, ich habe so eine Eisattacke. Aber mal kurz gucken, das Pokémon wechseln, wie sieht's aus? Shelby hat sowieso auch bald ein Level Up. Nee, komm, Flashy Boy. Los, Flash, du musst trainiert werden. Geh klar, Mann, geh klar. Milzer. Hau rein, Alter. Boom. Headshot. Drachentanz, oh. Elektrik, bald noch ein bisschen. Jetzt wird er schneller und der Angriff wird höher. Elektrik.
Hau rein! Ah, sehr schön. Und das war's für Milza. Mit den Milzern. Das ist doch nicht genug, Mann. Scheiße. Ja doch, fürs erste schon. Und jetzt für uns. Mal gucken. Ah, das ist da drüben. Das ist dumm. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Komm schon. Glotzi. Gut, machst du das, Glotzi. Sehr gut. Was ist hier noch Schönes? Ein Grünstück zum Finden. Ja, auch nicht schlecht, wenn es schon bereits genug für eine Weile, aber das weiß man nie so früh genug, wa? Hat sie noch etwas? Nö. Hier hat sie noch einen Hypertrank, auch nicht schlecht. Und es geht weiter am Text. Ah, hier bereits wieder. Hier geht es weiter nach oben, auch sehr schön. Ah, super. Jetzt haben wir hier einen Trainer. Schutz, nochmal bitteschön. Wir wurden entdeckt. Einen Augenblick bitte. Mein Pokémon droht, mir aus der Hand zu gleiten. Ja, so ist es besser. Jetzt habe ich ihn wieder fest im Griff. Was war denn das für eine dämliche Kampfansage? Ein Pokémon droht mir aus der Hand zu glitschen. Asttrainer Ursula. Was, Ursula? Oh, Flapterix. Ach du Scheiße. Ja, die Viecher sind übel, die haben eine hohe Angriffs und sind schnell und naja, sind einfach nur übel. Komm schon, Auron, komm schon, ganz schnell. Boom. Auf die Schnauze. Das ging aber auch schnell. Milza, Milza. Den knöpfst du dir vor, Auron. Für Level 32. Komm schon. Voll auf den Milzahn. Milchzahn, so herum. Nein, er hat überlebt. Drachentanz, das macht mir nichts. Auron ist schnell genug. Ich hoffe zumindest. Yep. Finish him KO. Und somit sind wir bereits Level 32. Auch nicht übel. Puh, Mann, das war knapp. Ja, irgendwie schon. So, hat sie jetzt noch etwas oder kann ich bereits zum nächsten Level gehen? Na, wie sieht's aus? Hat's hier, da oben hat's was. Und hier natürlich noch. Bingo. Ein Hyperball. Auch nicht von schlechten Eltern. Mal schauen, wo geht's weiter. Dann hier oben, sehr schön. Und hier haben wir ein Indigo-Stück. Nice, nice. Wir brauchen ja, Purpurstück wäre noch nice. Aber für das kann noch eine Weile dauern. Die letzte Etage, ich glaube, mich zu erinnern. Ja, könnte ungefähr hinkommen. Und hier wieder mal ein Item für uns. Ein Fluchtseil. Auch nicht von schlechten Eltern, vielleicht einen ganz schnellen Abgang. Und ein Stahljuwel. Naja. Ist auch nicht so das Wahre. Dann hat es hier noch einen Hyperheiler. Wir finden ein verstecktes Item nach dem anderen, Freunde. Oh, nochmal den Schutz aktivieren. Ja, einmal noch. Ah, das hier. Hier ist es, die M80 Steinhakel. Yes, Mann. Endlich haben wir sie. Die Attacke, die vor allem unser Rokaiman sehr gut gebrauchen kann. Ja, das war jetzt aber ein unbeabsichtigter Reim. Entschuldigung. Jetzt nix. Ein Pokémon könnte... Ja. Warte mal. Ein Pokémon könnte... Ja, mach doch. Glotzi, glotzi, glotzi. Ja, sehr schön. Und hier auch noch. Hilfe, meine Stimme. Meine Stimme versagt wieder. Jetzt nix. Hallo, alter Mann. Jahrzehnte suchte ich schon nach ihm. Dem legendären Pokémon Cobalium. Hasst es die Menschen also noch immer? Was denkt es sich wohl, wenn es die Welt von heute sieht, in der Pokémon-Menschen in Eintracht leben? Vermutlich wäre es nicht so begeistert, aber egal. Draco-Juwel. Sehr schön. Und hier oben konnten wir, wie bereits gesagt, vor 2 Jahren noch gegen Cobalium antreten und es fangen, aber das geht hier leider nicht mehr. Weiß der Henker wieso, aber Cobalium ist hier nicht mehr zu finden. Nun gut. Ich glaube mal, das war's soweit, oder? Haben wir was vergessen?
Ich glaube nicht. Wäre es, glaube ich, so mal Zeit für uns hier, einen Milzer noch zu fangen. Das war eigentlich noch mein Plan. So, komm her, Milzer. Komm her. Komm her. Na, kommst du, Milzer? Kommst du? Ne, kommt natürlich nicht. Sedimantur, Auron. Hau weg die Scheiße. Komm schon, Kraftwelle. Boom. Ups, Volltreffer. Eisenabwehr. Iron Defense, oh. Moment mal kurz, Freund, wenn ich mal dabei bin. Du gehörst mir, Sedimantur. Nein, ich will nicht. Du musst aber. Und wir haben ein Sedimantur gefangen. Ja, auch nicht schlecht. Ein Eintrag. Das ist guter Dinge. Ja, kommst du gerne richtig zur Geltung. Sedimantur und Spitznamen. Ja, eigentlich schon, das sieht so was. Der Name ist Sedimantur. Mir fällt gerade was ein, ist zwar auch relativ einfallslos, aber es passt wie die Faust aufs Auge. Wenn man das so schön sagt. Und zwar nenne ich ihn einfach mal Koloss. Koloss von dem Box 8 auf Rubinas PC übertragen, ja. Schön, jetzt Milzer. Kommst du auch noch bitte noch? Milzer. Du bist kein Milzer, du bist ein Fleckenäul. Eine Flecke Nase mit Öl dran, ne? Oil halt, na egal. Eishieb. Voll auf die Herznase. Das war fies. Ja, der gute Auron ist halt richtig mies. Na, Milzer, kommst du noch? Milzer mit Milzer. Na, wie sieht's aus? Kommst du? Ich muss mal langsam den Part beenden. Stolunio? Hier? Echt jetzt? Okay, habe ich nicht mehr so in Erinnerung, muss ich ganz mal zugeben, aber egal. Ein Stolunio, ein Pokémon der dritten Generation. Ups. Das Problem ist, kann hier... aua, ups, macht ganz schön Schaden. Ich kann hier kein... sagt schon, kann kein... ja. Halt keine Kraftwelle einsetzen, weil das Teil ist dann gleich weg. Das wird ziemlich scheiße. Komm schon, Flashy Boy. Du musst ran. Du musst es paralysieren und schwächen mit Donnerschlag und was weiß ich noch alles. Yeah. Bodycheck. Oh. Alter. Oh, das Schaden, hey. So, Donnerwelle. Schutzschild. Nein, das gibt's nicht. Das sitzt noch in Länge, hey. Oh, Stolunio. Lass dich von mir fangen. Ich will nur dein Bestes. Stolunio, Eisenschädel, nein! Alter Schwede. Gut, jetzt Eishieb, Donnerschlag, Fußkick, vierfacher Schaden ist zwar... ich versuche mal Donnerschlag. Nein! War knapp. Hilfe. So, Eishieb noch kurz, das darf nicht so viel Schaden machen. Yes, Mann, perfekt! Oh. Nö. Ja, Flash halt durch. Halt doch durch, Flash. Und der Finsterball für ihn. Komm schon. Finsterball, Flieg und Sieg. Nummer 1 und die 2 und die 3 und wie did it. Klasse, Stolunio wurde gefangen. Ja, jetzt wir den Spitznamen finden, das wird auch nicht einfach. Stolus? Ne, das heißt die Endform bereits. Ich weiß nichts. Nö, kein Schimmer, was es da geben könnte. Das dürft ihr entscheiden, Freunde. Wenn es einen Stolunio einen Spitznamen geben? Nö, machen wir später. Boah, okay. Milzer noch, aber da will er sich ja nicht fangen lassen. Freunde, wie es hier weitergeht, dann wieder in der nächsten Folge hier bei Pokémon Weiß 2. The Next Generation, wenn wir noch kurz nach Milzer suchen und ja, dann machen wir uns auf zur Elektrolythöhle und denke ich schon mal bald zur Entwicklung auch von Zwotronim beizutragen. Nennen wir noch 2 Level und dann wird er bereits zu einem Atmurai. Also dann, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier. 2 Jahre nach den Ereignissen von Weiß und Schwarz. Mit neuen und alten Pokémon. Also einfach nur richtig geil.